Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, es tut mir ein wenig leid. Ich habe mich gestern auf Nacht ein wenig puniert und deswegen kommt das heute mit etwas Verspätung, aber ist noch fresh enough. Rainer hat sich anscheinend eine Mediamarkt-Überraschungsbox irgendwie geholt. Das sind diese... Da zahlst du was, weiß nicht, was drin ist und die schicken dir halt im Endeffekt Restposten. Das ist hier so für die ganz dumm. Da gab es auch mal einen Skandal, glaube ich, vor ein paar Jahren, wo sowas beworben wurde, wo praktisch Influencer dafür bezahlt wurden, dass sie dann sich eine Boxen sich holen und dann sind da utopisch geile Sachen drin gewesen, irgendwie Playstations und so ein Zeug. Ist natürlich alles Bullshit. Ja? Jeder, der schon mal ein bisschen was mit Lagerlogistik zu tun hatte, weiß, Lagerkosten sind teuer und werden immer teurer. Und mit solchen Aktionen versucht man halt Ladenhüter und wertlosen Schrott an Dullis zu verscheppern. Es gibt Leute, die da tatsächlich auch immer noch so Opening von so Mystery-Boxen machen. Aber gerade in Deutschland ist das urlangweilig. Es gibt Leute, die machen das auch relativ professionell. Da wird dann unten eingeblendet, was die Scheiße tatsächlich kostet und so. Ich bezweifle, dass er das so machen wird. Er hier. Shoutout an Serial, der festgestellt hat, es ist hier OG, sieht so aus wie die Vogelnestgeschichte im Rahmen von Hagebuttene. Alter, wie kann man sich so scheps das Ding schneiden und dann sich dann damit noch vor die Kamera setzen? Mit diesem feisten, nee. Gut, bevor wir heute anfangen, ist es noch, es gibt etwas, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht mitbekommen haben. Just Nero hat vor ein paar Tagen ein Video gemacht, in dem er sehr, sehr detailliert nochmal auf Rainers diverse Abartigkeiten eingegangen ist. Gerade was hier seinen Pimmelblock da angeht und andere, sagen wir mal, rechtlich nicht so ganz einwandfreien Geschichten, die er so geschossen hat in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Und will man es glauben, Video ist gestrikt worden. Wegen Cybermobbing etc. Es ist jetzt natürlich ein wenig Spekulatius, aber also wenn ihr Geld wetten müsste, wer da eine Beschwerde eingereicht hat und das striken hat lassen, dann würde ich auf jemanden tippen, der einen fußgroßen Schwellschädel mit einem Vogelnest obendrauf hat. Und hier ein Video bzw. einen Stream gemacht hat, wo es ihm den Aufwand wert war, dass er hinten irgendwie einen neuen Hintergrund auf seinen kreisligen Greenscreen macht. Und jetzt beim nächsten Video war das schon wieder zu viel Arbeit, der Zettler. Naja, genug gefaselt. Ich bin jetzt schon wieder seit 4 Minuten am Schwallen. Wir schauen nochmal nach, was im Rainer seinem ganz großartigen Mediamarkt-Überraschungspaket für 55 Tacken drin gewesen ist. Und dementsprechend gehen wir jetzt einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Rainer, was hast du? Ist es Metal-Verbot? Kann es Metal-Verbot sein? Rainer, hast du dir von deinem Dulli-Stream neulich die Mucke mal im Hintergrund angehört? Heute wieder mit Kamera. Das erste Mal seit langem mit einem neuen Haarschnitt. Und Haarschnitt nennt er das, Alter, das ist ein Haupthaarautounfall, was du da hast. Haarschnitt. Alter, jeder Friseur haut sie die Friseurschere ins Ohr rein, damit er nicht hören muss, dass das da als Haarschnitt bezeichnet wird.
Leck mich doch am. Mit einem sehr wackeligen Paket, einem Überraschungspaket von Mediamarkt. Einige Leute von euch dürften wissen, dass es Überraschungspakete gibt. No shit, Rainer. Im Übrigen, die Scheiße hat er schon mal probiert. Das war Ende letzten Jahres, wo er angefangen hat hier mit diesen Vernasch die Welt Klump, was auch höchstgradiger Betrug ist. Weil jetzt mal ganz ehrlich, diesen Vernasch die Welt Scheiße, was hat der Box kostet? 30 Euro und da waren vielleicht Süßigkeiten im Wert von 10, 15 Euro drin, wenn es hochkommt. Ja, und dann haben sie in der Japan-Box haben sie Cheetos mit drin gehabt, die original dieselben Cheetos sind, die du überall anders auf der Welt auch kriegst. Bloß, dass halt auf Japanisch drauf gestanden ist. Und hier, das ist hier die Bauernfingerei. Ich wette was, da drin, da werden irgendwelche Textmarker oder sowas, irgendein Schmarrn, was den immer verkaufen können. Irgendwelche alten CD-Rohlinge oder was weiß ich. So einen Scheißdreck schmeißen die dann rein und dann ist dann irgendein Gutteil nur drin, was vielleicht einmal irgendwie 10 Mark 50 wert gewesen ist. Vor 3 Jahren, wo das rauskam, ist das Produkt. Und ich habe im Internet ein paar Leute gesehen, die sowas Ähnliches auch machen. Ja, Rainer, du hast dann mal wieder gedacht, so, was kann man denn machen? Eigene Ideen für eigenen Content haben wir nicht. Dann schauen wir doch mal, was andere Leute machen, was möglichst wenig Aufwand ist und wo man sich vielleicht noch ein wenig Geld aus dem Fenster pulvern kann. Und dann hast du hier das gefunden und gesagt, das ist für die Bläden, da siege ich mich, da bin ich dabei. Und habe mir gedacht, hey, ich nehme mir das mal. In dem Fall sind jetzt 55 Euro dabei draufgegangen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Verlust für mich. Doch, Rainer, das ist ein Verlust von 55 Euro. Für jeden, der rechnen kann. Manchmal sind Sachen drinnen, die sind teurer als 55 Euro. Und manchmal sind solche Sachen drinnen, die sind weniger als 55 Euro. Aber es ist immer ungefähr der Preis. Rainer, dir ist bewusst, die Preisschüttel an das Klump hat Mediamarkt selber hingemacht. Das heißt, wie viel das wert ist, entscheiden die Leute, die das da reingepackt haben. Wert in Anführungsstrichen. Und irgendwelche Ladenhüter, wenn da 20 Euro drauf pappt, auf eine Packung Textmarker und die da reinlegt, tja, ich habe gesagt, bei mir kosten die 20 Euro und das ist dann 20 Euro von denen 55 schon mal abgehakt. Deshalb, Leute, bitte, egal was ihr macht, bestellt euch niemals solche Boxen. Das ist Betrug hoch 10. Zumal ich das zumindest verstanden habe. Wohl jetzt vielleicht nicht unbedingt Betrug, aber halt Bauernfängerei. Das Ganze gab es mal eine Zeit lang auch bei verschiedenen anderen Firmen, auch bei Saturn und so weiter. Saturn und Mediamarkt gehören, glaube ich, derselben Firma, also die sind unter derselben Muttergesellschaft, wenn mich nicht alles täuscht. In dem Fall ist es jetzt Mediamarkt und wir schauen jetzt einfach mal rein, hätte ich gesagt. Dafür nehmen wir das Werkzeug der Wahl. Das Werkzeug der Wahl hier, deine Kindergartenbastelschere. Und eine Schere. Es klappert ganz schön da drin und ehrlich gesagt, das Paket ist auch nicht besonders schwer. Ja, hast da bloß 55 Euro, was wird da drin sein? Was erwartest du denn jetzt? Glaubst du, die haben jetzt eine PS5 geschickt für 55 Euro, du Dulli? Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal. So. Das gefällt mir gar nicht, wenn das so rumschippert da drin. Schaut euch die Haare an. Es ist ein Zustand, ist es. Das tut beim Hinschauen wie, Rainer, wenn's so wirst ausschaut, dann mach das Ding auf einen Millimeter und geh komplett drüber. Dir wachsen doch die Haare sowieso, wie wenn's Mist im Schädel hättest. Ja, wie wenn. Ist doch grad wurscht. So, jetzt hat es noch 5 Euro gekostet. Alter.
Welche Azubi? Ganz ehrlich, wenn ich dieses Paket und diese Schere meinem Neffen in die Hand druck, ja, wenn ich das jetzt mache, der ist 6 Jahre alt, der kriegt es schneller und problemloser auf als er hier. Das ist da überhaupt kein Ding. Und für ihn ist das jetzt schon Mords der Act, das scheiß Backerl aufzumachen. Wer hat das denn eingebaut, ey? So. War wieder irgendein Stift am Werk. Oder meine Schere ist stumpf, das kann natürlich auch sein. Ja, oder du bist vielleicht einfach hageldumm. Das kann natürlich auch sein. Und irgendein Stift, sagen wir mal nicht so überheblich Azubis gegenüber, die lernen wenigstens was. Ja? Eine Arbeit. Ja? Und ja, wahrscheinlich hat das der Azubi zum Lagerlogistiker eibackt. Und? Wo ist das scheiß Problem? Der verdient sein Geld mit ehrlicher Arbeit. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Alter, wie ist das denn eingepackt? Kennt ihr das, wenn sie im Zoo, wenn sie den Affen irgendwie das Obst in irgendwelchen solchen Boxen verpacken, wo sie nachdenken müssen, wie sie drankommen? So ein Ding ist das gerade. Okay. Und ja, Utti, ich weiß. Aber ich werd's nicht mehr los. Ich sehe schon mal auf den ersten Blick eine DVD. Und ein paar Sachen. Ja, Rainer, lass das bloß drin, das will ja jeder sehen, wie der jetzt mal wieder überall in der Gegend umeinander rotzt. Entschuldigung. Und ein paar Sachen, die ich schon Und hör auf, dich dann zu entschuldigen, wir wissen alle, dass du es nicht ernst meinst. mal nicht gebrauchen kann. Fangen wir mal mit dem ersten an, was mir in die Hand fällt. Okay. Rainer, wenn du es in die Kamera halten tätst und die ganze Scheiße hier nicht gnadenlos unterbelichtet wäre, dann könnte man auch sehen, was das ist. Eine Uhr. Fitbit. Sagt mal gar nichts, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Fitness-Schritt-Tracker mit Armbanduhr drin, oder? Von Luxa. Fitbit heißt das Ding. Das Ding, Fitbit sagt mir gar nichts, aber ich bin bei sowas auch nicht drin. Das wird neu vielleicht einmal, keine Ahnung, 30, 35 Euro kostet haben. Dann haben sie es irgendwann auf 20 runtergesetzt, weil es keiner haben wollte. Dann haben sie es auf 15 runtergesetzt, weil es keiner haben wollte. Und dann haben sie es hier ihm in die Dulli-Kiste gepackt, weil es immer nur keiner haben wollte. Und dann waren sie froh, dass Gott sei Dank irgendein Depp hat uns die Scheiße abgekauft und raus damit. Habe ich übrigens noch nicht erwähnt. Ich werde am Ende vom Video kurz einen Cut machen. Dann werde ich mal schnell online recherchieren, was die Sachen ungefähr wert sind. Überarbeite nicht, Rainer. Überarbeite nicht. Leute, die sowas professionell machen, blenden das ein dann. Also sie schätzen es während dem Auspacken und in der Nachbearbeitung blenden sie ein, was es tatsächlich kosten würde und an Count, wie weit man schon ist und ob man drüber ist oder nicht. Was die normalerweise kosten und dann werde ich euch Bescheid geben, welchen Wert wir letzten Endes ungefähr wirklich hatten. So, also Fitbit, irgendwie so ein komischer, ja, das ist anscheinend so eine Art Anzeiger, wie weit man gelaufen ist. Fitness-Tracker heißen die Dinger, glaube ich. Dass er davon keine Ahnung hat, das wundert mich ja überhaupt nicht. Stressmanager-Tool. Stressmanager-Tool. Das so eins hätten wir ihm umbinden müssen an seinem, bei seinem hier 31. Geburtstag. Das wäre explodiert an seinem Arm. Allerdings muss natürlich auch sagen, da brauchst du halt eine Verlängerung fürs Armband. Das musst halt so Gummi-Expander noch dran machen, mit denen das normalerweise hinten irgendwie auf dem Anhänger was festschnallst. Damit das rumgeht, um den wurstigen Arm. 94,7 Hartrate, also das kann den Hartrate. War das eine richtige Hartrate, Alter? Es ist halt wieder auf Englisch. Oh, wir wissen alle, wie gut er in Englisch ist. Übrigens
Wirklich dieses, wo er sich vorgenommen hat, im YouNow-Stream permanent Englisch zu reden und dann dauernd Boneclicks beleidigt hat, das müssen wir uns eigentlich auch mal geben. So, das ist richtig nice. Und die Herzrate abchecken. Abchecken. Wir merken mal wieder, Rainer versucht sich ja dieses irgendwie ein bisschen zu unterdrücken immer, aber wenn er am Lesen ist und gleichzeitig sprechen, dann ist der Arbeitsspeicher schon wieder vollkommen überlastet und dann kommt wieder aller möglicher Krampf dabei raus. Alter. Abchecken. Sleep Tracking und Sleep Score. Wie lange man geschlafen hat und so weiter, keine Ahnung. Nein, wann du in deine REM-Schlafphasen drin warst und wann nicht und im Endeffekt, wie viel du dich bewegst in der Nacht. Solche Sachen, wie du, manche von den Dingern erkennen, ob du schnarchst oder nicht und wenn ja, von wann bis wann. Das sind halt so Infos, die du, keine Ahnung, brauchen kannst, wenn es offensichtlich keinen gesunden Schlaf hast. Hilt, Meeting, keine Ahnung, also auf jeden Fall verschiedene Sachen, steht alles auf Englisch drauf. Das ist natürlich ein Problem. Nicht so einfach, das zu lesen mit meinem schlechten Englisch-Score. Einen schlechten Englisch-Score. Nicht vorhandenen Englisch-Score, Rainer. Oida. Schlechten Englisch-Score, du mein Arsch. So, dann nehmen wir mal das nächst Offensichtliche raus. Etwas, womit ich eigentlich gar nichts anfange. Habe ich gesagt, da sind CD-Rohlinge drin? Kein Schwanz auf der Welt kauft mir CD-Rohlinge. Kein Schwanz auf dieser Welt kauft mir CD-Rohlinge. Wenn mir irgendjemand eine Datei geben soll und er bringt mir die mit einem CD-Rohling vorbei, dann hau ich dem erstmal geschmeidig eine auf die Schnauze. Niemand braucht die Scheiße mehr. Kein Rechner, den du dir heute kaufst, hat noch irgendein CD- oder DVD-Laufwerk. Kann, weil mein Rechner hat das schon, aber das habe ich normalerweise ewig nicht gebraucht. Das sind Rohlingen. Wobei theoretisch gesehen könnte ich mit den Rohlingen doch was anfangen. Ich könnte theoretisch gesehen mal an allen... Du kannst als Frisbee auf Hater schmeißen oder was weiß ich. Du kannst da auch hier hinten reinstopfen oder in diesen Zustand, den du Frisur schimpfst, irgendwie reinflechten oder sowas. Die sind halt nutzlos as fuck. Album von meinen ganzen CDs machen, die signieren und verlosen. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, weil das kostet dir nichts und ist wenig Arbeitsaufwand. Das wäre mal eine Idee. Und jetzt lacht er so, tut so, als wäre das nicht ernst gemeint gewesen. Scherz. Müsste ich erst mal gucken, dass ich das überhaupt brennen kann. Außerdem sind es DVD-Rohlinge. Dann müsste ich die Musikvideos und die Produktion des Musikvideos. Das wäre eigentlich mal eine Idee gewesen, ne? Sowas hätte ich wirklich machen können. Egal. Was du auf so ein Ding draufbrennst, Rainer, auf einen DVD, muss nicht zwangsweise irgendwie ein Film sein. Du kannst da auch irgendwie andere Dateien draufbrennen. Ist da bewusst, oder? So, das waren auf jeden Fall schon mal Rohlinge. Also die Rohlinge schätze ich schon mal. Das sind DVD-Rohlinge. Die sind gar nichts wert. Rainer, die sind das Plastik nicht wert, aus dem sie gemacht sind. DVD NR Record Player. Also früher wäre so ein Paket um die 15 bis 20 Euro gewesen. Das ist aber sehr, 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 sehr langes Früher, von dem du da sprichst. Also, dass so ein Paket DVD-Rohlinge 15 Euro kostet hat, das ist 20 Jahre her. Ja, das ist eine gute Frage. Das sind halt etwa 10 CDs. Das Teil hier schätze ich auf mindestens 25 Euro. In deinem Traum, Rainer, in deinem Traum. Hätten wir hier die CDs, sagen wir auch mal 10 Euro heutzutage. Nein. Rainer, wenn die 5 Euro kosten im Laden, ist es schon zu viel. Aber das ist das absolute Maximum. Wären wir also schon bei ungefähr 45 Euro. Das ist immer der Schätzwert. Ja, genau, jetzt sind wir schon bei 45 Euro. Dieses komische Fitness-Tracker-Ding, wenn ich dann nur 15 Euro gebe, ja, dann rechnen wir mal hoch, die Rohlinge, jetzt sind wir bei 20. Na, eigentlich nicht, eigentlich bis jetzt bei 15 Euro oder sowas. Hier sind DVD.
DVDs. Das wird ein richtiger Blockbuster sein, die DVD, was er da hat. Ein richtiger Blockbuster sei. Erstens, kaum jemand kauft noch Filme auf DVD. Entweder haben die Leute gesagt, das ist scheiße auf, ich stream sowieso bloß noch. Oder man kauft sie die auf Blu-ray. DVD stirbt aus. Das Ding ist gar nichts mehr wert. Da war irgendein No-Name-Film, der hat schon 10 Mark gekostet, wo er rausgekommen ist. Dann ist irgendwann runtergesetzt worden. Dann hat es irgendwann geheißen, hier so diese 5 für 20 Euro Dinger, und dann wollte es immer noch keiner haben. Dann ist in die Grabelkiste geschmissen worden und da wollte es immer noch keiner haben, und dann haben sie es da hier, zack, bitte, schick mal einen Rainer. Liegen ja im Schnitt liegen DVDs zwischen 5 und 25 Euro. Mhm. Der Outsider, Fire of Man Faces. Ja, wer kennt ihn nicht? Der Outsider, Fire of Man, Faces, keine Ahnung, das stimmt wahrscheinlich wieder nicht, was er da vorgelesen hat, aber ist ein ganz berühmter Film, ja. Ich weiß gar nicht, für wie viele Oscars das der nominiert worden ist. Ja, steht auch kein Preisdatum dran. Die wissen schon, warum. Ja, das sagen wir mal 7 Euro oder was? Oder? Im Leben nicht, Rainer, im Leben nicht. Der ist halt auch original reeller Wert 0, Mediamarkt Babbal maximal 5. Das sagen wir mal 7 bis 8 Euro die CD, die DVD. So, dann haben wir hier etwas, was ich schon die ganze Zeit mir besorgen wollte, spaßeshalber für mein Handy, wo ich aber mittlerweile weiß, dass es Blödsinn ist, weil es mir nichts bringt für mein Handy. Das ist so ein Wischstift. Warum sollte das nichts bringen? Du hast doch ein Smartphone. Aber das bringt mir nichts, weil ich kann damit nichts anfangen, weil mein Handy sowas nicht unterstützt. Ich habe mir ein neues Handy bestellt, da machen wir übrigens auch. Ist das nicht so ein Allgemeinding? Sind diese Stifte dann nicht darauf ausgelegt, dass sie bei jedem Handy funktionieren, bei jedem Smartphone mit Touchscreen? Keine Ahnung. Verbessert mich, wenn ich Scheiße rede. Auspackvideo. Wenn das da ist, dann kann ich mir das nochmal anschauen, ob das vielleicht damit funktioniert. Oh ja, hat er gerade gesagt, er hat sich ein neues Handy bestellt und dann macht er nochmal ein Auspackvideo. Ich erinnere an sein Auspackvideo von einem anderen Handy, wo er irgendwie im Endeffekt gemacht hat, in der Hoffnung, dass das irgendwer sieht und sich denkt, boah, Herr, der Drachenlord, der macht mal richtig geile Auspackvideos, zu dem schicken wir mal Gratiszeug. Und da machen wir mal Kooperationen mit dem, weil das ist ein richtiger Profi-YouTuber. Ist das so? Alter, Rainer, das Stecken. Ja, oh, ist ein schönes Türkis, die Schachtel. Ja, genau, du mich auch. Glaube ich aber auch nicht. Wo er behauptet hat, genau, da hat er doch behauptet, die hätten ihm das zugeschickt, praktisch als Presse Vorführungsmodell, so dass er da was draus macht, was halt nachgewiesenerweise Bullshit war. Also auf jeden Fall so ein Stift, die kriegt man eigentlich, meistens stecken die an der Kasse. Ja, kostet meistens 1 Euro oder so. Ja, wahrscheinlich. Das Ding, da die Schuhe so auf 5 Euro oder sowas, da die das schätzen. Gut. Dann haben wir noch 2 Sachen, wenn ich das richtig sehe, 2 Sachen. Ja. Das eine sind In-Ears. Das ist etwas, womit ich absolut gar nichts anfangen kann. Ja, dann hat sie dann mal wieder richtig rentiert. Ja, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist ja kompletter Schmarrn. Das funktioniert bei meinem Handy nicht. In-Ears kann ich überhaupt nicht brauchen. DVD-Rohlinge. Ja, hat sie mal richtig rentiert. Hast du wieder 55 Euro verbrannt. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Vor allem, ich habe mir jetzt erst neue Kopfhörer gekauft, beziehungsweise ein neues Headset gekauft. Ja. Wir sehen, wo die Ranger-Kohlen hingehen. Rainer, da hat's Winklersche Glück mal wieder geregelt. Rainer hat den Ranger wahrscheinlich für deutlich mehr verkauft, wie er gekriegt hätte, wenn diese Ukraine-Krise nicht wäre. Weil dadurch die Gebrauchtwagenpreise nach oben gegangen sind. Da hat der sicher mal, sagen wir mal, 5.000 Euro mehr gekriegt, wie er gekriegt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Und dieses Geld, das muss jetzt unter Leid gebracht werden. Oh ja, hier haben wir ein neues Headset gekauft und dieses und jenes und hast du nicht gesehen. Für Kenner, ich weiß nicht, ob man das richtig erkennt,
Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Mikro, hat auch 180 Euro gekostet. Ja, flexen. Hauptsache flexen. Hauptsache teuer war's. Meins hat 120 gekostet und ist ganz bärig. Einwandfrei, bin ich super zufrieden damit. Richtig gutes Headset, meine ich. So, die In-Ears. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Also das sind ASY, keine Ahnung. Ich weiß aus Erfahrung, dass so Headset ISY, Alter. Okay. In-Ears Kopfhörer meistens relativ teuer sind. Kann ich aber auch aus zwei Gründen nichts anfangen. Zum einen Ja, vor allem, wenn es so eine berühmte Marke wie ISY ist, habe ich noch nie was davon gehört. Aber noch nie. Es wäre halt wieder vom Grabbeltisch sei. Die, wenn 10 Euro kosten, dann ist pfui. mein Handy gar keinen solchen Anschluss. Ja? Also mein Handy hat keine Kopfhöreranschlüsse. Es hat einen Anschluss für mein Ladekabel und das war's. Aber wenn dein Handy so modern ist, dann soll es doch eigentlich mit diesen Stiften da, wo du vorher an der Hand gehabt hast, das sollte doch dann eigentlich funktionieren. Das ist kein entsprechender Anschluss dafür. Ansonsten muss ich alles über Bluetooth machen. Okay. Im Übrigen, es gibt so Adapter, die du dann unten anstecken kannst an die Ladebuchse. Worüber das dann doch gehen würde, theoretisch. Da die einem Leben nicht machen. Ich hoffe, dass es in Zukunft immer noch Hersteller gibt, die Handys klassisch mit so einem Headphone-Jack irgendwie herstellen und verkaufen, weil ich habe das eigentlich sehr gerne. Weil es halt ein extriges drum ist, wo einem der Akku einen Arsch hoch machen kann. Okay, in ihr Kopfhörer schätze ich den Wert auch ungefähr auf Metal Housing, also ich würde sagen, den Wert schätze ich auch auf ungefähr 10, 15 Euro. Hätte jetzt eher auf 10, aber ja, gebe ich hin. So, und als letztes Paket ist leer. Alter, die Haare, ich komme nicht klar. Als letztes auch etwas, was ich absolut gar nicht nutze. Super, dann hat sie dann richtig rentiert, dein Paket. Vor allem ist für mein Handy relativ uninteressant. Was ist es denn? Zeig's doch her. Weil mein Handy ja, also mein Handy kennt man ja. Ja, dein Handy, das kenne ich richtig gut. Wir haben ja gestern ein paar Heu betrunken. Laber nicht. Ich möchte jetzt nicht so reinhalten, damit man sieht, was hinter der Kamera ist. Aber... Hä? Du willst dein Handy nicht in die Kamera halten? Ach, wegen der Spiegelung auf dem Display. Ey, da kickt der Paranoia-Lord wieder, ey. Mein Handy kennt man ja, das ist Stahlglas, also... Sag halt einfach, was für ein Modell von einem Handy du hast, dann wissen wir's. Stahlglas, Quatsch. Das ist Stahlglas. Das Stahlglas, beste Glas. ein Panzerglas, da passiert im Normalfall nichts. Das sind so Glasichthüllen fürs Handy. Zumal mein Handy meistens auch gar nicht die richtige... Ja, wo es könnte vielleicht sogar ungefähr hinhauen. Mein Handy ist sowieso größer als die meisten Handys. Und ja, genau, bei ihm ist immer alles größer wie bei allen anderen. Richtig riesig, ein richtiges Monster ist es. Alter, wie kann man denn so kranke Minderwertigkeitskomplexe haben? deswegen nutzt mir das ja auch relativ wenig. Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, ob das eine komplette Handyhülle ist. Das würde ich sogar mal kurz aufmachen und mal nachschauen, ob das jetzt wirklich nur eine Glassichthülle ist oder ob das tatsächlich... Ob das tatsächlich eine komplette Hülle ist. So. Okay. Ich habe mich mit sowas nie auseinandergesetzt, weil ich sowas immer für Geld und Zeitverschwendung hielt. Ja, weil es halt dumm bist. Ups. Zum Beispiel, wenn du ein Handy nach ein paar Jahren weiterverkaufen willst und du hast so ein Ding drauf gehabt und das Display schaut aus wie neu, dann sind das gleich mal ein paar Mark 50 mehr, die du dafür kriegst. Okay, ja, das sind einfach nur Glasichthüllen. Ah, okay, das ist sowas ganz anderes. Also es ist auf jeden Fall schon mal von Harman, das heißt, es ist eigentlich ein Universalteil. Und das ist wirklich so eine Glasichthülle fürs
ja, im Prinzip einfach so eine Bildschirmschutzhülle. Ja, das ist halt scheiße, wenn es halt gerade zufällig auf dein Modell nicht passt. Das ist ja für jedes Handy, sind ja die extra. Ich habe auf meinem auch so ein Ding drauf. Und ich finde das eigentlich sehr praktisch, weil früher oft ist mal das Problem gehabt, dass mir irgendwie die Displays verkratzt sind. Und das ist fürchterlich nervig. Da läuft mein innerer Monk, läuft da amok. Vor allem, wenn ich dann irgendwie drüber fahre mit dem Finger und diesen Kratzer drin spüre, dann kann die jetzt mal ausrasten. Deswegen die Dinger drauf. Wenn irgendwas passiert, geht es kaputt, haust runter, tust da anderes drauf, die kosten praktisch fast nichts. Ich weiß nicht, ich halte es für eine gute Sache. Aber natürlich, du brauchst es natürlich, dass es passt auf dein Handy. Und da er jetzt so ein riesengroßes Handy hat, größer wie alle anderen, ja, wahrscheinlich größer wie die Computerbildschirme von den meisten von euch, ist natürlich schwierig. Aber die ist für mein Handy schon mal nicht geeignet, weil mein Handy ist zum einen schon mal, mein Handy ist nicht hoch genug, aber dafür breiter. Kann ich jetzt wie gesagt nicht umdrehen, ne? Ja, wir wissen's, du hast Paranoia, Rainer. Funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Aber schon mal gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch mehr für iPhones gedacht. Rainer, das steht normalerweise vorne auf der Packung drauf, für welche Modelle das geeignet ist. So. Ich schiebe das mal zurück in die Hülle. So, damit hätten wir auch alles eigentlich. Und was werden die Dinger kosten? 5 Euro oder so. So. Damit hätten wir alles, was wir jetzt so an Materialien und Sachen hatten. Ist nicht besonders viel. Ist nur ein kurzes Video. Ja, hoffentlich. Jetzt kommen wir mal zu Potter, ey. Das ist eine Bruthitze hier. Also mal. Ja. Ich schaue jetzt nochmal schnell online nach, was diese Sachen ungefähr gekostet haben. Ich weiß, man kann normalerweise mit QR-Codes nachschauen. Aber dafür bist du zu dumm. Er wird jetzt bei Mediamarkt nachschauen. Das kommt wahrscheinlich von dem, was die bei Mediamarkt dafür verlangen würden, auf diese 55 Euro. Vielleicht der Markt 50 mehr. Realer Preis ist drunter. Also eine Sache ist immer so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Und dann ist auch vollkommen wurscht, was Mediamarkt da für ein Preispappal drauf gemacht hat. Weil diese DVD-Rohlinge, die will keiner nachgeschmissen haben. Die kannst du auf deinen Schreibtisch irgendwie als Briefbeschwerer hernehmen oder sowas. Die sind gar nichts wert. Die DVD von diesem großartigen Film, ich habe den Titel jetzt schon wieder vergessen, die ist auch gar nichts wert. Überhaupt nichts, weil kein Mensch auf der Welt sich diese Scheiße noch kauft. Muss ich mal gucken, ob man die QR-Codes irgendwie scannen kann, was es ungefähr wert ist. Und dann schauen wir mal und sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was die ganzen Sachen kosten. Und ich habe mich sogar bei dem Stift vertan. Teilweise waren die Schätzungen nicht ganz verkehrt. Aber meistens schon. Also komplett, oder, Rainer? Aber im Prinzip sind wir eigentlich bei diesen drei Gegenständen sind wir schon durch. Also mit diesen drei Gegenständen haben wir schon die 50 Euro erreicht. Rainer, du hast aber 55 Euro Zoll dafür. Und wie gesagt, was sind es, die drei Gegenstände? Ja, hier die DVD, die ist nichts wert. Die ist legit nichts wert. Diese In-Ear-Kopfhörer, No-Name-Dinger, an 10er und das andere Ding an 5er. Realwert hätte ich gesagt, sind wir jetzt da gerade mal bei 15. Schon durch. Also mit diesen drei Gegenständen haben wir schon die 50 Euro erreicht. 55 sind es ja, wenn wir den Stift noch dazu nehmen, sind wir über die 50 Euro. Denn der Stift ungefähr kostet zwischen 5 und 10 Euro. Das ist ein bisschen unterschiedlich, ich weiß nicht genau, welche Variante das jetzt ist. Also ganz ehrlich, wer dafür 10 Euro ausgibt, dem ist nicht mehr zu helfen. Der ist verloren, der muss zurückgelassen werden. Ich kenne mich damit ja auch nicht aus. Aber allein der Stift kostet knapp 5 bis 10 Euro. Die Kopfhörer, habe ich nachgeschaut, die liegen bei, ich glaube, knapp bei 20 Euro. Okay, wer 20 Euro dafür ausgibt, der zahlt auch Mitgliederbeiträge beim Drachenlord. Genau die gleichen habe ich jetzt nicht gefunden, aber eigentlich alle
aus der Kategorie 310, 301, 305. Die ich so gefunden habe, die waren alle um die 20 Euro. Also gehe ich mal davon aus, dass die auch etwa 20 Euro wert sind. Wobei solche Sachen natürlich immer relativ schnell gehen. Die DVD ist tatsächlich sogar noch anders. Denn die DVD ist noch anders. Rainer, was machst du im Hintergrund? Läuft da schon wieder irgendwo Anime oder dass du dich nicht mehr drauf... Die DVD ist anders. Die DVD kostet auch etwa 27 Euro. Ja, genau. Die DVD kostet 27. Ach, Herr Rainer. Hat mich für eine DVD ziemlich überrascht, aber ich habe die bei Amazon gefunden für 20 Euro und für 25 Euro und dann zwischendurch habe ich genau die Version mit der 16 und alles gesehen mit 27 Euro. Also sagen wir auch mal 20 Euro, dann hätten wir etwa 20, dann hätten wir 30 Euro, dann hätten wir, das hier kostet auch 10. Also wie gesagt, ich habe von diesem Film noch, es kann jetzt natürlich sein, dass ich kompletten Bullshit laber und das ist irgendwie so ein Geheimtipp, so ein legendärer Film, der vor 20 Jahren rausgekommen ist, und inzwischen, keine Ahnung, weiß keiner mehr, wer die Vertriebsrechte hat und es gibt nur noch so und so viele von diesen DVDs und da gibt es irgendwie einen Markt dafür von Leuten, die gerne haben wollen und deswegen ist das so teuer. I call Bullshit, ganz ehrlich, ich glaube, das Ding hat einen reellen Wert von 0 Euro. 10 Euro, dann hätten wir 20, dann hätten wir 30, dann hätten wir hiermit 40 und hiermit hätten wir die 50 erreicht. Ich habe mich vertan. Rainer, Kelsey-Priest, du hast versucht, Zahlen bis zu einem Wert von 55 zusammenzurechnen und hast dich vertan. Hatten wir noch nie. Hohen dreistelligen Bereich. Auf jeden Fall, die Rohlinge kosten ganz exakt 9,89 Euro. Das habe ich sogar noch offen. Ja. Das kosten die, wenn du so dumm bist, das zu bezahlen. Und was mich jetzt total schockiert hat, ist das Teil hier. Ich habe genau die gleiche Version gerade auf dem Bildschirm offen und die kostet bei Amazon aktuell 72,99, ist allerdings 27% reduziert aktuell, kostet eigentlich 99,95. Also eigentlich sind wir allein mit dem Teil hier schon weit über die 50-Euro-Marke oder über die 55-Euro-Marke, die das Paket gekostet hat. Das heißt im Klartext, ich habe allein mit dem Paket hier fast das Doppelte rausgezogen. Und dazu kommen dann noch die anderen Sachen, die auch nochmal einen insgesamten Wert von etwa 60, 70 Euro haben. Also ich habe in meiner Box... Rainer, wenn du ein reellen Ding eigentlich haben willst, musst du auf der Mediamarkt-Seite nachschauen, was das da kostet. Nicht bei Amazon. Für 55 Euro, ich kann es euch nochmal zeigen. Ja, wir hatten ja hier den Preis vorne drauf, 55 Euro. Und für diese Box mit den 55 Euro haben wir im Großen und Ganzen etwa 160 bis 180 Euro rausgezogen. Plus, minus, was jetzt der Einzelkaufwert ist, weiß ich nicht. Für die jeweiligen Sachen 100%ig. Rainer, sogar wenn die Scheiße 160 Euro wert ist, nehmen wir es mal an. Hast du trotzdem noch bei jedem einzelnen Drum, das du da rausgezogen hast, gesagt, ja, das kann ich gar nicht brauchen. Lass mal wirklich ihr Benefit of the Doubt. Ich habe komplett Scheiße geredet die ganze Zeit und der ganze Müll ist tatsächlich 160 Euro wert. Dann hast du aber beim Auspacken bei jedem Drum immer noch gesagt, dass du damit nichts anfangen kannst. Ja, dann ist es doch für dich auch nichts wert. Weil es wie gesagt ein bisschen variiert. Die Panzerhülle, das ist tatsächlich eine Panzerglashülle, habe ich herausgefunden. Ja, die allein kostet schon mal 10 Euro. Die Kopfhörer lagen auch zwischen 10 und 15 Euro. Rainer, vorhin waren es nur 20 Euro, laber doch kein Scheiß. Wie ich ursprünglich ja gesagt habe. Die DVD hat mich am meisten überrascht, weil die halt wirklich, wie gesagt, wirklich einen sehr hohen Kaufwert hatte. Vielleicht ist der Film auch erst rausgekommen. Ich habe nicht aufs Erscheinungsdatum geachtet, muss ich dazu sagen. Wartet mal.
Ich schaue jetzt mal nach. Ich mache mal kurz Pause. Okay, Leute, ich habe jetzt noch nachgeschaut. Hier diese Fitbit-Scheiße. Da wollen die tatsächlich 113 Euro dafür haben. Ich muss dazu sagen, was er da hat, ist die Ladies Edition. Aber, warum ne? Ich check das nicht. Ne, gut, gehen wir ihm. Glaubt er, was passiert? Möglichkeit Nummer A, das Ding liegt irgendwo in der Ecke, verrottet und wird nie in die Hand genommen. Möglichkeit Nummer B, er benutzt das tatsächlich. Oder Möglichkeit Nummer C, er verschenkt das weiter an irgendwelche Leute, versucht irgendwelche Mods oder sowas, wenn er jemals wieder welche kriegen sollte, damit zu bezahlen oder zu bestechen. Schaut mir so dran, was ihr glaubt. Oder Möglichkeit Nummer D, was auch immer ihr glaubt. Seid kreativ. Steht in der Erscheinungsdatum. Ja, 2020 allerdings. Das ist schon 2 Jahre alt. Das ist aber in dem Alter trotzdem noch so teuer ist. Das hat mich überrascht. Das haben wir 20 Euro dafür. Das wären dann 30 Euro, wären 40 Euro, wären 50, oder sagen wir mal 35, nee. Quatsch, wenn 30 Euro. 40 Euro. Dann müssen wir Stift, der ist so scheiße, da ziehen wir nochmal 5 Euro ab. 40 Euro wären 45 Euro. Dann noch die Kopfhörer, die Dinger für knapp 80 Euro. Also für knapp 8 Euro. Also wir sind auf jeden Fall deutlich über die 50 Euro hinweg. Allein mit den Sachen. Und dann kommt halt noch das hier mit über 70, 80 Euro dazu. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei Amazon aktuell einfach ein Preissturz ist oder ob das jetzt einfach eine Premium-Aktion ist aktuell. Du musst bei Amazon anscheinend tatsächlich, weil es beim Mediamarkt selber, zumindest auf der Homepage, wo ich gerade nachgeschaut habe, tatsächlich wollen die fast 115 Euro für die Scheiße haben. Auch noch dazu Premium-Mitglied oder Prime-Mitglied bei Amazon. Da kriege ich oft Sachen billiger angezeigt, als sie eigentlich sind. Wobei das natürlich auch andere Leute nutzen können, die Prime-Mitglied sind. Na, sag bloß, Rainer. Sag bloß, dass sich Amazon gedacht hat, Jeff Bezos selber hat sich hingesetzt und gesagt, was, der Rainer Winkler ist Prime-Mitglied, das ist eine Ehre für uns. Gibt's dem die Sachen nochmal ein bisschen billiger? Ja, also kurz gesagt, es ist deutlich über dem eigentlichen Wert der Kiste gewesen. Hatte ich ziemlich Schwein. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und haut rein. Ja, tschö. Ja. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass ich ein wenig Scheiße gelabert habe. Muss ich neidlos eingestehen. Ich hätte dieses Ding, dieses Fitbit-Teil. Ich will das Geschenk nicht haben. Ganz ehrlich, ich hätte das nie und nimmer auf 100 Euro oder sowas geschätzt. Nie. Vor allem in dieser urgreisligen Farbe. Naja. Reini hat jetzt einen Haufen Shorts für 55 Euro geschossen, den er alles nicht brauchen kann, dass er alles nie benutzen wird. Da freuen wir uns ein bisschen für ihn, aber nicht zu viel. Trotzdem muss ich weiter drauf bestehen, tut nicht, was Rainer tut. Und in diesem Sinne, Metal off.